Hallo, ich bin Fritz und baue heute ein Objektiv. Ja. Ich möchte schon länger ein Objektiv kaufen. Ich habe eine Kamera. Ich habe es heute Morgen schon probiert. Ich kann da mal Wörter einblenden. Obscura. Und nennt man das. Ich habe hier eins gebaut. Kamera. Hier seht ihr die Linse. Da ist ein kleines Loch. Innen drin ist ein weißes Papier, das ist mein Sensor. Und jetzt kann man hier drin schauen, hinten auf den Sensor. Und dann sieht man dann das Bild. Ich möchte den ganzen Shitbull heute aus Wetzerölli machen. Ich habe extra sehr viel geschissen, dass wir das jetzt können. Hier hat es so einen Ring, einfach das Äußere vom Bajonett. Und dann möchte ich das da so draufstecken. Die getting started! Also zuerst mal müssen wir hier den Umfang herausfinden. 21,5. So. NANI? Schon nur so wäre auch nicht schlecht. Ein solches Ding ist 13,5. Das heisst, wir brauchen noch 8, 9, 10. Richtig, wir brauchen noch 9 Kartoffeln. Santi. Dann tue ich von innen mit dem dran. Jetzt hier noch so einen draufgeklebt, den wir vorher abgeschnitten haben, der sonst durch den Spalt durchgedrückt hat, und so können wir das vermeiden. Also wir haben jetzt noch etwas zu gross vermessen, aber das ist ja auch nicht weiter schlimm, weil dann können wir das gerade nutzen, anstatt einfach noch einen drüber zu kleben. Da ich eigentlich nur ein recht kurzes und kleines Objektiv möchte, haben wir da jetzt noch ein Stückchen draus geschnitten. So, unsere wunderschöne Bajonettanfertigung ist schon fast fertig, noch nicht ganz. Wir haben hier oben, können wir das nicht so weit drüber tun und darum müssen wir da noch einen Ausschnitt machen. So, das passt. Jetzt für vor drauf habe ich mir überlegt, nehmen wir etwas etwas anderes. Das Flachskarton geht etwas gäbiger. Hier haben wir einen Zirkel. Und der Vorteil ist, wenn wir es gerade mit dem Zirkel machen, wir haben hier schon eine Spitze. Die Fotografie, die wir machen wollen, das nennt sich Pinhole-Fotografie. Und das heisst so, weil es einfach so ein kleines Löchchen braucht. Mit dem Löchchen, das ich vorher gefüttert habe, das war etwa 1 mm groß. Und das hier reicht eigentlich schon. So, das Löchchen ist gemacht. Ja, da haben wir einen kleinen Kreis drauf. So. Dann tun wir das da drauf. So, ich habe das hier jetzt schon ein bisschen fixiert, da und da, so dass es eigentlich ziemlich fix ist. Aber das hier funktioniert natürlich nicht. Also, es ist 10.000 Mal so gross wie das Löchchen, das hier ist. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ja, brennt es aus. Aber für diese Spalte hier hat sich meine Mutter natürlich in das Klebe hier verliebt, namens Klauenband. Ja, also es wird dann auch qualitativ hochwertig mit dem Kleber. Das Klebe wird normalerweise nicht im Objektivbau eingesetzt. Meistens, glaube ich.
testen wir sie. Also, wir haben das Problem noch, hier oben ist noch ein kleiner Spalt und dann wird unser Bild halt gerade sofort weiss. Und um das zu vermeiden, tun wir jetzt auch einfach so ein Läppchen machen von Klaubband. Und ich muss noch erwähnen, man hat keinen Autofokus mit dieser Sache. Ich komme zum Fazit. Ich habe Cousins, die Schlagzeug spielen. Mit diesem Objektiv man kann fotografieren. Es funktioniert, man erkennt zum Teil sogar das Zeug. Ich habe schon gesagt, der Fokus ist weg, aber schaut es mal selber an. Ihr könnt ja selber beurteilen, was haltet ihr von diesen Fotos. Schreibt es in die Kommentare! They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ja, ich habe mega cooles Feedback unter meinem letzten Video bekommen und ja, ich bin mega froh um Feedback. Also bitte gebt mir das. Ihr könnt mir das auf Insta oder ihr könnt es mir sagen, wenn ihr mich seht. Ihr könnt auch in die Kommentare liken und Abo nicht vergessen. Ich finde es cool. Ich so coole Leute, die das auch cool finden. Ich grüße jetzt deine Mutter.